Du Rudi, wie möchtest denn du deine Eier? Am liebsten geschaukelt. Du Witzbold, du kriegst Rühreier, weil Spiegeleier hast du ja schon. Was habe ich? Spiegeleier, weil du brauchst einen Quizschuhenspiegel, damit du überhaupt deine Eier sehen kannst. Sind wir wieder Witzigkeit. Hey, wo möchtest du mit der Gießkanne hin? Ja, im Garten. Du geh, die Bärme, die gießt man erst abends, wenn die Sonne nicht mehr so runterbrennt. Das ist auch nicht für die Blärmen, das ist für den Pool. Für den Pool? Seit wann haben die nie einen Pool im Garten? Ja, ich habe jetzt extra einen Pool für die Kleinen ausgestellt, wegen der Hitze. Für die Enkel einen Pool? Sag mal, da bist ja du wieder der Super-Opa des Jahres. Wieso Inkerl? Für die Kleinen habe ich gesagt. So, damit der Kleiner ja nichts warm wird, gell? Abi, ist ein bisschen später geworden gestern, hä? War gar nicht so schlimm. Ja, geleck! Hey, was war denn jetzt das? Ja, eine App, eine Lügendetektor-App. Lügendetektor. Wie soll denn das funktionieren? Was weiß ich? Ach, das probieren wir gleich einmal aus. Wie viel Bier haben wir denn getrunken gestern? 4? Oder 5? Oh, ja, gut, es waren 6 und 2 Glas Schnaps waren auch dabei. Das ist ja lustig. Wo kriegt man denn sowas? Ja, Mei, ich kenne mich halt mit der modernen Technik aus und genau. dann habe ich. Ja, ist ja gut. Unser Junior hat uns gestern auf mein Handy aufgespielt. Aha, war der Junior auch ein Stammtisch? Aha, freilich. Hat der auch so viel gesoffen wie du? Jedenfalls hat er das Auto stehen lassen müssen. Na, ganz dein Bub. Ja, was war jetzt das? Atschi! Ich glaube, ich habe mich verkehrt. Wo sind denn Taschentücher? So, Herrschaften, willkommen zu einem ersten Arbeitstag da im Preisstüberl. Heute ist Biergartenbetrieb. Da geht es ein bisschen ruppig zu. Okay, und da muss sich eine Bedienung schon durchsetzen können. Was machst jetzt zum Beispiel du, wenn da einer an den Arsch gelangt? Der kriegt am Max Watschen. Genau richtig. Noch nichts gefallen lassen. Und was machst du, hä? Wenn da einer die Schürzen aufmacht? Der kriegt doch nicht auf Bratz. Au! Und was magst denn du, hä? Wenn da einer an die Lederhosen möchte? Ja, dann gebe ich ihm meine Nummer. So, jetzt reicht's. Für mal einen anderen Job. Mei, wie ich schon gesagt hab, der Job ist nichts für empfindliche Leute. Du sag einmal, die Jungen heutzutage, jede sauft ein Aperol. Ja, stimmt. Magst du das Zeug auch? Hab schon lange keinen mehr getrunken, ehrlich gesagt. Ja, ich überhaupt noch nie. Geh. Du, sag einmal, darf ich das einmal probieren? Du darfst auch von meinem Bier trinken. Ja, freilich darfst du probieren, aber Bier weiß ich jetzt auch nicht. Darf ich auch einmal? Ja, sowieso. Aber den möchte ich vielleicht wieder zurück, gell? Ja, sowieso. Bah, na, das Zeug ist nichts für mich. Ja, es geht schon. Aber das Bier ist mir definitiv lieber. Hey, sag einmal. Gibt's jetzt das Bier wieder her? Weißt du was, das machen wir jetzt ganz anders. Fredel, geh schenk doch noch mit 4,5 ein, bitteschön. Ja, du hättest jetzt da heute echt nicht mitfahren müssen, gell? Weil das hätte ich allein auch geschafft. Abo, ich helfe dir doch gern. Und da holen wir jetzt die Klimaanlage für den Bandraum. Ja, ist jetzt nicht direkt eine Klimaanlage. Ja, aber sie kühlt. Wie die Sau. Und sie ist mobil. Ja, es ist mobil und es gibt eine Ruhe, ich sehe nichts.
Das ist sozusagen die Kühlanlage. Aber ein bisschen groß für den Bandraum, oder? Ja, die stellen wir ja draußen hin. Ich muss jetzt gerade schauen, wie. Das ist ein 230 Volt Stecker. Den brauchst du noch für die Steckdosen. Das ist der zum Fahren. Ja, okay. Ja, ich bin auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Oder glaubst du, ich kann einen Kühlanhänger von einer Klimaanlage nicht unterscheiden, ha? Ja. Ist Bier schon drin? Ja, 2 Kasten. Okay, 12. Darfst du den überhaupt fahren? Warum? Gesamtmasse? Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Okay, ich fahr. Und woher weißt du das? 5 Jahre Festausschuss von der Dirndlschaft. Mehr sage ich nicht, du Anfänger. Unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.